Hallo und herzlich willkommen bei Josh und seine wildromantische Pfalz. Wobei wildromantisch heißt jetzt seit heute, wir machen wieder ein Rätsel. Ich rede wieder ganz alte Wörter in Pelzisch und er darf in das dann roten. Und da gibt es natürlich was zu gewinnen. Also für den ersten und den zweiten und den dritten Preis gibt es dann je eine Einladung von mir. Er kann zu uns kommen, den Doktorenhof nach Fenning in die Pfalz. Und dann machen wir eine Essigführung durch die Essigkeller. So, jetzt gucken wir mal, was ich euch da jetzt als Rätsel aufgebe. Vielleicht vorweg, die Pelzer Sprache ist eine ganz alte Sprache, viel älter als das Hochdeutsch, wo man kennt, was ja Martin Luther eigentlich erst mal so richtig entwickelt hat und empfunden hat. Und es gab ja 1525, also um die Zeit um Martin Luther bei uns den Bauernaufstand quasi, Bürgerkrieg. Ja. Und die haben dort mal gerettet, so wie man heute noch die alte Wörter rettet. So, jetzt, was ist ein Muckefuck? Was ist ein Muckefuck? Ganz was Tolles, also ich hätte das gern, Muckefuck, ja. Oder was ist eine Rotznosbrems? Eine Rotznosbrems. Das ist ein bisschen ein schwierigeres Wort, aber es ist ein ganz altes Wort, das ist eine Rotznosbrems. Oder was auch ganz was Tolles ist, das kennen die kleinen Kindermänner, was ist ein Zeverlappe? Ein Zeverlappe ist, genau, das ist ein Zeverlappe. Und was ist, wenn wir bei den Kindern bleiben, ein Kinderscheiß? Was ist ein Kinderscheiß? Das kann man nehmen und kann damit spazieren, wie auch immer. Und das letzte, was ich noch habe, das wäre ein Penningsfuchser. Was ist ein Penningsfuchser? Die kennt man überall, die Penningsfuchser. Die gibt es überall. Da kann man hingehen, wo man will, gibt es Penningsfuchser. Ne? Das ist eine ganz verbreitete Spezies an Mensch, Penningsfuchser. So, das sind die 5 Wörter. Später kommt dann irgendwann mal die Auflösung. Also ihr dürfen das gerne uns schreiben, was sind jetzt die 5 Wörter und die Begriffe, die am nächsten sind, die gewinnen natürlich. Es muss ja nicht hundertprozentig alles perfekt sein, aber so ungefähr soll es schon stimmen. Ne? So, ich habe ja ganz vergessen, es sollten natürlich, wenn möglich, die Antworten schreiben an essig@doktorenhof.de. Dann haben wir das auch schriftlich. Und vor allen Dingen, wenn ihr gar nichts wissen, fragen doch euer Freunde, euer Bekannte, euer Verwandte, was wäre die Lösung von diesen Wörtern? Ja, das wird euch helfen und es wird auch uns ein bisschen helfen. Ja? Ich wünsche euch was Gutes, kommt in die Pfalz, freue mich, wenn ich euch sehe. Euer Wiedemann Josh vom Doktorenhof. Bis zum nächsten Mal. Servus.